5 Minuten später sitzen Maggie und Neil auf einem Bänkli an der Paddington Road. So, das ist geil. Der Benni ist unterwegs ins Fußballtraining und gerade nachher geht er an den Strand Spuren suchen. Und wir zwei sind zum Essen bei unseren Eltern abgemeldet, können gemütlich unsere Brötchen futtern und haben genug Zeit, um ein paar Ermittlungen anzustellen. Zum guten Glück ist heute noch Abendverkauf. Dann hat der Waffenhändler George von George's Weapons, wo der Sam uns auf die Liste gesetzt hat, sicher auch noch offen. Eieiei, sind nicht gerade viele Adressen zusammengekommen, Nein, nur gerade der Stadtstreicher Jimmy James, der Strassenhändler Mr. Keen und eben der andere da, der George. Okay, kann man zwar nicht vorstellen, was die ersten zwei mit gross angelegtem Waffenhandel könnten zu tun haben. Aber der Sam, der hat ja gesagt, dass sie uns vielleicht einfach weiter Auskunft geben könnten. Aber weißt du was? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gauner ausgerechnet einen streng kontrollierten Waffenladen wie der vom Waffenhändler George könnten aussuchen, um dort ihre dreckigen Geschäfte abzuwickeln. Nicht? Nein, ich glaube vielmehr, dass uns der James am allermeisten könnte erzählen. Hast du nicht das Gefühl gehabt, dass der Sam irgendwie ein bisschen komisch war? Der ist doch sonst nie so gesprächsfreudig. Stimmt. Wir müssen Benni auf jeden Fall noch ein SMS schicken und mitteilen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Das Walkie-Talkie hat er jetzt sicher noch nicht eingeschaltet. Auf jeden Fall soll er verdammt gut aufpassen. Okay. Und jetzt? Lassen wir den Strassenhändler und den Waffenladen mal sein und gehen zuerst zum James? Der Waffenladen ja. Der Strassenhändler, den könnten wir uns eigentlich noch für später aufheben. Ich habe irgendwie auch dort das Gefühl, dass der Sebis im Moment nicht weiterhilft. Übrigens, ich wollte dich noch etwas fragen. Wieso hast du dich beim Sam nach Kubaner erkundigt? Maggie, wieder mal nicht aufpasst. Der McPeel, der hat uns doch ausdrücklich gesagt, dass der Inhalt aus diesen Kisten möglicherweise in Kuba produziert worden ist. Aha, und da sich der McPeel in Sachen Fakten nur selten täuscht, Könnten wir doch annehmen? dass es sich bei den Verbrechern tatsächlich um Kubaner handelt. Grandios, IQ! Das heisst jetzt also, dass wir einen weiteren wichtigen Anhaltspunkt haben. Du, das sollten wir bei der Telefonlawine aber unbedingt auch erwähnen. Hey, gell? Du hast übrigens die Nummern von ein paar von deinen besten Kolleginnen auch schon gespeichert auf deinem Nattel, oder? Ja, klar. Komm, wir hängen jetzt zum Telefonieren noch einen grossen Park, dort wo normalerweise der James umeinander streicht. Super, dann können wir nachher gerade ihn als erstes befragen. Jetzt ist 6:30. Bis um 6:30 haben wir das sicher erledigt und unsere Brötchen gegessen. Wo der Neil und Maggie das Sandwich verdruckt hatten, haben sie sich an die Arbeit gemacht. Telefon um Telefon. Ja, genau. Vermutlich aus Kuba. Nein, es könnte sich durchaus auch um Maschinengewehr handeln. Genau,